SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Montag, der 17. August, das sind unsere Themen. Regen in der Schweiz, ein ungewohnter Anblick nach der langen Hitzeperiode. Was es nun braucht, damit sich die Trockenheitssituation nachhaltig entspannt. Parteiausschluss in Russland. Die kleine Partei Jabloko darf nicht bei den Parlamentswahlen antreten, hat heute das oberste Gericht entschieden. Was das über den Kreml aussagt. Wahlkampfauftakt in Brasilien. Amtsinhaber Lula da Silva tritt an gegen Flávio Bolsonaro, den Sohn des inhaftierten Ex-Präsidenten. Wie die beiden im Wahlkampf Stimmung machen. Und der Hype um Testosteron. Welche Auswirkungen es hat, wenn das Männlichkeitshormon im Körper fehlt und was passiert, wenn gesunde Männer mit Präparaten nachhelfen. In unserer Rubrik Echo Wissen. Es regnete heute in weiten Teilen der Schweiz und vermutlich ist das schlechte Wetter selten so gut angekommen. Nach den hitzigen und trockenen Wochen geht ein Aufatmen durch das Land. Was aber braucht es, damit sich die Situation mittel- und langfristig entschärft? In der Landwirtschaft, in den Wäldern und bei den Trinkwasserbeständen? Elian Leiser mit einem Überblick. Wer heute draußen unterwegs war, hat es wohl beobachten können. Nach den teils starken Regengüssen bildeten sich schnell kleine Bäche auf den Straßen. Ein bekanntes Phänomen nach langen Trockenphasen. Die Böden sind so trocken, dass sie hydrophob wirken, also wasserabstoßend. Erklärt SRF-Meteorologe Jan Eitel. Deshalb wird viel von diesem Regen auch oberflächlich abfließen. Es muss immer wieder mal regnen, damit der Boden wie ein Schwamm funktioniert und den Regen aufnehmen kann. Langanhaltender Regen also, über Tage. Das brauche es jetzt auch in der Landwirtschaft, bestätigt Damien Ambertrot, Vizepräsident des Schweizer Bauernverbands und verantwortlich für den Pflanzenbau. Diese Trockenheit ist ganz tief im Boden. Um das zu kompensieren, braucht es Zeit. Zeit, die viele Bauern und Bäuerinnen aktuell aber nicht hätten. Gerade habe nämlich die nächste Aussaatrunde begonnen. Zum Beispiel beginnen wir jetzt mit dem Rapsanbau, um Zwischenkulturen, Fütterbau für den nächsten Herbst. Damit diese Pflanzen wachsen würden, benötigten sie einen gut durchfeuchteten Boden. Dann könne man noch hoffen. Anders sähe es bei Pflanzen aus, die jetzt geerntet würden. Kartoffeln, Mais, Zuckerrüben. Hier komme jeder Regen zu spät, der Schaden sei zu groß. Ähnliches Bild bei den Schweizer Wäldern. Der Schweizer Waldforscher Boris Bezzatti beschreibt es so. Es gibt verschiedene Teile der Wälder, die jetzt vergilben, also fast wie ein frühzeitiges Herbst. Kein Regen bringe das sommerliche Grün nochmals zurück. Wie nachhaltig die Bäume geschädigt seien, werde dann aber erst im kommenden Frühling sichtbar. Immerhin, mit jedem Regentropfen seien die Bäume etwas weniger schnell entzündbar, so Pezzatti. Doch bis zum Bräteln im Wald brauche es auch hier lang anhaltender Regen, am besten über Wochen. Die tieferen Schichten im Boden sind noch ziemlich trocken. Das heißt, es besteht noch eine hohe Brandgefahr. Und wie sieht's aus mit der Gefahr, dass uns das Trinkwasser ausgeht? Auch dieses Szenario war in Teilen der Schweiz in den letzten Wochen akut, bekräftigt Christoph Bräunle vom Verband der Schweizer Gas- und Wasserversorgungen. Ja, also viele Wasserversorgungen sind in den letzten Wochen aufgrund der Trockenheit an ihre Grenzen gekommen und haben sich vielerorts auch mit Sparappellen an die Bevölkerung gewandt. Am stärksten betroffen seien Gemeinden, die ihr Trinkwasser von Quellen beziehen, Quellen, die immer weniger Rohwasser führten. Orte, die auf See- oder Flusswasser zurückgreifen könnten, hätten es da etwas besser. Zwar seien die Pegelstände auch hier teils auf Rekordtiefe gesunken, doch bringe der Regen auch wieder schneller Erholung, im Gegensatz zum unterirdischen Wassertank der Schweiz. Die Grundwasserpegel reagieren grundsätzlich langsamer, also wenn es trocken ist, fallen sie langsamer. Es dauert dann aber auch länger, bis sie wieder steigen. Das Zauberwort heißt auch hier lang anhaltender Regen, wohl eher über Monate. Und was erwartet uns? Mehr Bewegung auf der Wetterkarte, prognostiziert Meteorologe Jan Eitel.
Jetzt kommt wirklich ein bisschen Schwung in die Wetterküche. Das Hoch, das verlagert sich nach Osten und so ist der Weg frei für Tiefdruckgebiete vom Atlantik und die bringen feuchtere Luft und dementsprechend wird es auch immer wieder mal regnen. Ob über Tage, Wochen oder Monate wird sich zeigen. So oder so, der Sommer 2026 und das Thema Hitze und Trockenheit wird uns wohl erhalten bleiben, lang anhaltend. Während andere Länder diesen Sommer mit schweren Waldbränden zu kämpfen hatten und haben, ist die Schweiz in dieser Hinsicht verschont geblieben. Unser Podcast News Plus hat nachgefragt, warum das so ist. Jetzt online auf srf.ch/audio. Und weiter jetzt mit den wichtigsten Meldungen des Tages. Wer in der Schweiz arbeitet, soll nächstes Jahr im Schnitt 2% mehr Lohn bekommen. Das fordert Travail Suisse, der zweitgrößte Dachverband der Arbeitnehmenden. Livia Schmid. Travail Suisse sagt, die finanzielle Situation von vielen Angestellten habe sich in den letzten 10 Jahren verschlechtert. Vor allem, weil die Krankenkassenprämien immer teurer würden. Wenn Preise und Kosten steigen, sei es wichtig, dass die Kaufkraft der Arbeitnehmenden gesichert werde. Der Schweizerische Arbeitgeberverband widerspricht. In absoluten Zahlen gemessen stiegen die Löhne stärker als die Krankenkassenprämien. Er weist die Forderungen von Travail Suisse zurück. Im Ringen um einen Frieden zwischen Israel und der Hamas bleiben die Fronten verhärtet. Weder Israel noch die Hamas rücken von ihren Forderungen ab. Israel hatte den US-Friedensplan von Donald Trump vor rund einer Woche offiziell abgelehnt. Und auch die jüngsten Vermittlungsgespräche gestern und heute brachten keine Durchbrüche. Jared Kushner, der US-Sondergesandte und Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, traf sich gestern mit Vertretern der Hamas und heute mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu. Israel sprach danach von konstruktiven Diskussionen. Und Israel erklärt, die Hamas müsse alle Waffen abgeben, sonst werde der Gazastreifen nicht wieder aufgebaut. Die Hamas hatte zuvor gesagt, man gebe die Waffen ab, wenn Israel seine eigenen Verpflichtungen erfülle. So solle Israel seine Angriffe einstellen und sich zurückziehen. Vor rund 3 Jahren ist US-Präsident Donald Trump in einem Zivilprozess verurteilt worden wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine Kolumnistin. Trump muss ihr demnach mehr als $5 Millionen zahlen. Nun ist Trump ein zweites Mal damit gescheitert, das Urteil umzustoßen. Der Supreme Court hat seine Berufung erneut abgelehnt. Es werde seine Entscheidung vom Juni nicht überdenken, so das höchste Gericht der USA. Beim konkreten Urteil handelt es sich um eines von 2 Urteilen gegen Trump, bei dem Gerichte der Kolumnistin Recht gaben. Der Bund hat rund 1000 Elektrogeräte getestet, die in der Schweiz verkauft werden, darunter etwa Lampen, Airfryer-Geräte oder Steckeradapter. Das Resultat? Jedes 4. Gerät wies Mängel auf. Die Mängel können zu Stromschlägen oder Bränden führen, sagt die zuständige Behörde. Bei einem Teil der Geräte verbot der Bund den Verkauf. Andere Mängel waren weniger gravierend, zum Beispiel fehlten technische Unterlagen. Der Bund warnt, besonders bei sehr günstigen Elektrogeräten, die auf ausländischen Online-Plattformen verkauft werden, müsse man aufpassen. Insgesamt seien Elektrogeräte in der Schweiz allerdings sehr sicher. Im Aargau, im Gebiet der Gemeinden Baden und Würenlos, kann das Trinkwasser im Moment nach Benzin schmecken. Der Grund: im Limmatal wurden im Grundwasser Rückstände von ETBE gefunden, einem Bestandteil von Benzin. Die Rückstände seien gering und würden die geltenden Höchstwerte deutlich unterschreiten, heißt es von der Behörde. Trotzdem könne das Wasser anders riechen oder schmecken. Das Wasser in der betroffenen Region könne man ohne Bedenken trinken und nutzen, heißt es vom Aargauer Amt für Verbraucherschutz. Momentan finden weitere Messungen statt. Am Donnerstag wollen die betroffenen Gemeinden offiziell informieren. Die Börsendaten von 18.09 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 14.302 Punkten, minus 0,6%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,4%. Der Euro wird zu 93,83 gehandelt, der Dollar zu 80,98.
Und das Wetter: am Abend gibt es zunehmend sonnige Abschnitte, lokal ziehen weitere Schauer vorbei. Morgen ist es trotz einiger Wolken recht sonnig, bei 27 Grad im Norden und 32 Grad im Süden. Wahlen in Russland sind weder frei noch fair. Der Kreml plant und inszeniert die Urnengänge akribisch. In der Bevölkerung wächst aber derzeit die Unzufriedenheit. Und das macht es für das Putin-Regime schwieriger, ein erdrückendes, aber gleichzeitig glaubwürdiges Wahlresultat zu bewerkstelligen. Das zeigt der Fall der liberalen Kleinpartei Jabloka. Das oberste Gericht Russlands hat heute den Ausschluss der Partei von den Parlamentswahlen im September bestätigt. Dazu die Analyse von Russland-Korrespondent Callum McKenzie. Als ernstzunehmende Opposition konnte man Jabloka nicht bezeichnen. Die altgediente liberale Partei ist in der russischen Politik seit Jahren bloß eine Randerscheinung. Selbst unter Putin-Kritikern gilt sie als überholt. Für Jabloka politisieren viele Leute, die sich ein anderes Russland wünschen. Doch die Parteiführung hat gelernt, die Spiele des Kremls zu spielen, sich leise kritisch zu äußern, ohne je zur Gefahr für das Regime zu werden. Wohl auch deshalb durfte die Partei zunächst zu den Parlamentswahlen antreten. Jablokas Slogan für Frieden und Freiheit sahen die Behörden nicht als staatsgefährdende Widerrede, sondern als harmlose Fußnote. Sie würde der Scheinwahl einen weiteren Anstrich der Meinungsvielfalt verleihen und damit dem Regime sogar helfen, sich zu legitimieren. Denn darum geht es bei Wahlen in Russland: Wladimir Putins System als beliebt und damit alternativlos erscheinen zu lassen. Die wiederholten Erdrutschsiege der Putin-Partei Einiges Russland sollen der Bevölkerung und der Machtelite demonstrieren, dass das Regime fest im Sattel sitzt. Erreicht werden die Wahlerfolge auch durch kreative Stimmenauszählung, doch die Politikberater im Kreml wollen offensichtlich erfundene Resultate vermeiden. Diese schaden der Legitimität, statt sie zu stärken. Daher setzen sie vor allem auf die akribische Verwaltung der politischen Landschaft. Die Medien sind gleichgeschaltet, die Gegenparteien ausgegrenzt oder so sehr mit dem Regime verbandelt, dass sie bereit sind, ihre eigenen Kampagnen zu sabotieren. Kandidierende, die zu kritisch oder zu charismatisch auftreten, werden vorab von den Wahlen ausgeschlossen. Oder schlimmer: Lev Schlossberg, ein Jabloka-Politiker, der besonders klare Worte gegen den Kreml findet, wurde heute zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Und nun mussten gegen die Partei als Ganzes Maßnahmen ergriffen werden. Nicht, weil sie ausscherte, sondern weil sie zum Magnet wurde für die Unzufriedenen, von denen es in Russland immer mehr gibt. Die staatlichen Rüstungsausgaben verzerren die Wirtschaft und lassen den zivilen Sektor darben. Die flächendeckende Zensur des Internets trifft zunehmend auch politikferne Bürgerinnen und Bürger. Und die täglichen Drohnenangriffe der ukrainischen Armee lassen an der Fähigkeit des Regimes zweifeln, das Land angemessen zu schützen. Der Ausschluss von Jabloka vor den Wahlen hat kleine Demonstrationen hervorgerufen. Aber die meisten potenziellen Jabloka-Wählerinnen und Wähler dürften dem Urnengang nun einfach fernbleiben. Doch wenn das Regime die Ursachen für den Missmut in der Bevölkerung nicht angeht, wird die Unzufriedenheit nur noch wachsen. Breiter Protest ist alles andere als absehbar, breite Apathie hingegen schon. Für Putin, der die Ukraine mit allen Mitteln zu unterwerfen versucht, ist das ein Problem. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht's bei uns weiter. Was dahinter steckt, wenn US-Präsident Trump Militärübungen mit Südkorea einschränken will. Wie es jungen Frauen geht, die wie viele andere vor kurzem die spanische Exklave Ceuta erreicht haben, die aber im Gegensatz zu den meisten dort geblieben sind. Was vom Klimaphänomen El Niño zu erwarten ist, das dieses Jahr so stark wie noch nie ausfallen könnte, und was zusätzliches Testosteron im Körper von Männern bewirkt. US-Präsident Donald Trump hat also angekündigt, Militärübungen mit Südkorea einschränken zu wollen. Diese Übungen, die regelmäßig durchgeführt werden und die derzeit am Laufen sind, seien ein unangemessenes Signal in Richtung Nordkorea.
Denn das Land stelle keine Bedrohung dar, postete Trump in den sozialen Medien. Eine Einschätzung, der viele Fachleute auch aus den Reihen des US-Militärs widersprechen. Frage jetzt live an unseren USA-Korrespondenten Andrea Christen. Wenn Donald Trump nun also Südkorea brüskiert und gleichzeitig Avancen Richtung Nordkorea macht, was bezweckt der US-Präsident damit? Vielleicht versucht er hier mit einem Zugeständnis die direkte Diplomatie mit Nordkorea wieder anzustoßen. Trump hat Kim Jong-un in der ersten Amtszeit 3-mal getroffen. Auf Truth Social hat Trump geschrieben, er habe mit dem Diktator eine sehr gute Beziehung. Er hat ein Bild von sich und Kim Jong-un veröffentlicht. Anscheinend versucht Trump schon seit einiger Zeit vergeblich, diese Gespräche wieder in Gang zu bringen. Gespräche, die 2018 und 2019 zwar eine große Show waren, aber kein Erfolg. Nordkorea hat seither sein Atom- und Raketenprogramm ausgebaut, hat sich sehr an Russland angenähert und Truppen geschickt, die gegen die Ukraine kämpfen. Also auch Trumps Darstellung eines respektvollen und unbedrohlichen Nordkoreas ist sehr fragwürdig und sie ist Ausdruck seiner Faszination für die Autokraten und Diktatoren dieser Welt und auch für die Geringschätzung von demokratischen Verbündeten wie Südkorea. Wir werden nun sehen, wohin diese jüngste Ankündigung von Trump führt. Was er heute sagt, das wissen wir, kann morgen schon wieder vergessen sein. Trump schreibt in seinem Post zum Thema auch, Südkorea habe die USA im Nahen Osten nicht unterstützt. Was ist davon zu halten? Trump hat die USA mehr oder weniger im Alleingang in einen Konflikt mit dem Iran verstrickt und dann von Verbündeten verlangt, dass sie ihm helfen, etwa in der Form von Minenräumschiffen in der Straße von Hormuz. Dass Südkorea so wie andere hier zurückhaltend reagierte, scheint tatsächlich mit ein Grund zu sein für Trumps Ankündigung. Trump ist sehr transaktional, auch was er als persönlichen Affront empfindet, kann eine Rolle spielen. Er schrieb auch, die USA würden die meisten Kosten dieser Militärübungen tragen. Sehr Ähnliches hörten wir von ihm schon in der ersten Amtszeit, als er auch Militärübungen mit Südkorea absagte oder zurückfuhr. Das ist also sehr typisch für einen Präsidenten, der glaubt, die USA würden von den eigenen Verbündeten, auch in Europa, in Sachen Verteidigung über den Tisch gezogen. Trump hat übrigens auch heute gedroht, falls Oman ihm bei Verhandlungen mit dem Iran in die Quere komme, werde er dieses Land bombardieren. Ein Beispiel dafür, welche Töne hier gegenüber langjährigen Partnern angeschlagen werden. Wie fallen denn heute die Reaktionen aus in den USA? Mark Kelly, ein Demokrat, Senator und einst ein Kampfpilot, nannte Trumps Ankündigung kurzsichtig, einen Fehler. Er ist eine gewichtige sicherheitspolitische Stimme und spricht hier wohl stellvertretend für seine Partei. Republikanische Stimmen, die Trumps Entscheidung loben, sind mir keine begegnet und Kritik aus den eigenen Reihen ist ein sehr seltenes Gut. Eine Ausnahme ist Senator Thom Tillis, der sich keiner Wiederwahl stellt und Trumps Vergeltung nicht mehr wirklich fürchten muss. Er erklärte, wenn man diese gemeinsamen Militärübungen herunterfahre, ermögliche man Nordkorea, mehr Truppen in die Ukraine zu schicken. Diese Abkehr von Südkorea, die Hinwendung zu Nordkorea, wie ordnet sich diese Haltung von Präsident Trump ein in die Außenpolitik der USA? Der Grundsatz, wonach sich die USA auf Asien, auf China konzentrieren sollten, scheint aufgeweicht. Trump konzentriert sich auf die westliche Hemisphäre, auf Kuba oder Venezuela und er hat die USA in einen Krieg mit dem Iran geführt, den die Supermacht nicht in der Lage scheint zu gewinnen. In US-Medien ist von schlechten Zuständen, von schlechter Moral, von Versorgungsengpässen zu lesen auf einem Flugzeugträger, der nun schon über 260 Tage lang auf See ist, um die Seeblockade gegen den Iran aufrechtzuerhalten. Ein anderer Flugzeugträger wird aus Asien abgezogen, um einzuspringen, sodass die USA wenigstens momentan keinen Flugzeugträger im asiatischen Raum haben. Der Iran-Krieg hat wohl auch den US-Vorrat an Luftabwehrraketen sehr verringert.
Insgesamt also das Bild einer USA, die sich strategisch verheddert haben. Und wenn wir auch nun Trumps Ankündigung, diese Übungen mit Südkorea zurückzufahren, hier dazu nehmen, dann muss man sich fragen, inwiefern US-Verbündete in Asien, aber auch in Europa noch auf die USA zählen können. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Das war USA-Korrespondent Andrea Christen. Rund 2 Wochen ist es her, dass Zehntausende, zumeist junge Menschen, von Marokko aus in die spanische Exklave Ceuta gelangten. Die meisten sind unterdessen nach Marokko zurückgekehrt, doch nach wie vor halten sich Tausende Migranten und Migrantinnen in Ceuta auf. Darunter zahlreiche junge Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt wurden und für die nun die lokale Bevölkerung Hilfe organisiert. Die Reportage von ARD-Korrespondentin Franka Welz. Schau, hier sind sie, sagt Rana aus der Nachbarschaftsvereinigung von Ceutas marokkanischem Viertel El Príncipe. Hier, das ist der Fußballplatz einer örtlichen Schule, und sie, das sind Dutzende unbegleitete Minderjährige, die hier seit gut 2 Wochen untergebracht sind, ausschließlich Mädchen. Einige Mädchen haben einen Kreis gebildet und werfen einen Ball hin und her. Sie sind ausgelassen. Hörst du, wie sie kreischen, sagt Rana. Eine beeindruckende Erscheinung in einem wallenden, hellen Gewand, verblasste Henna-Tattoos an ihren Händen. Einige der Mädchen wurden vergewaltigt. Die Behörden haben sie hierher gebracht, haben ihnen mobile Toiletten aufgestellt. Die meisten schlafen auch hier. Der hintere Bereich des Fußballplatzes ist mit blauen Plastikplanen abgehängt. Unter diesem Dach kommen Dutzende Mädchen unter. Es gibt Matratzenlager und Teppiche als Sitzgelegenheit. Weitere Planen schützen vor neugierigen Blicken und geben den Mädchen zumindest einen Hauch von Privatsphäre. Fatima ist 17 und kommt ursprünglich aus der Küstenstadt Tanger im Nordwesten Marokkos. Seit dem 31. Juli ist sie in Ceuta und sagt, sie und andere Mädchen hätten zunächst keinen Schlafplatz gefunden. Wir waren auf der Straße und haben sehr gelitten, bis wir diese Vereinigung fanden, die uns hier aufnahm und nicht zuließ, dass die jungen Männer an uns herankamen. Und im Gegenteil, hier sind junge Männer, die niemanden reinlassen. Selbst wenn es dein eigener Großvater wäre, der dich besuchen will, sie lassen ihn nicht durch. Irsan, die sagt, sie sei ebenfalls 17, gesellt sich hinzu. Bevor sie die Grenze zu Ceuta überschritten hat, lag schon ein langer Fußweg hinter ihr. Mehr als 60 Kilometer ist das zierliche Mädchen mit dem Lausbuben-Lockenkopf gelaufen, von Tanger im Nordwesten Marokkos nach Tetuan im Nordosten. Wir haben nicht viel Geld, wir leben in bescheidenen Verhältnissen. Ich habe in der Schule gelernt und gearbeitet und Fußball gespielt. Ich habe mit meiner Mutter in einer Schneiderei gearbeitet. Sie haben eine kleine Schneiderei und ich habe dort mitgearbeitet, um ihr zu helfen, über die Runden zu kommen, weil sie die einzige ist, die für uns aufkommt, sonst niemand. Es kommt Bewegung in die Unterkunft. Freiwillige Helferinnen haben eine Autoladung Essenspakete gebracht. Leute von der Nachbarschaftsvereinigung organisieren die Ausgabe. Ahmed Enfedal rauscht herein. Der Präsident der Nachbarschaftsvereinigung kommt gerade von einer Sitzung mit der Stadt. Auf unsere Frage, ob das produktiv gewesen sei, winkt er ab. Viel Blabla und letztlich nichts. Sie reden über Sicherheit, über Müll und ich will, dass sie über die Mädchen reden. Der Rest interessiert mich nicht. Darauf angesprochen, welche Zukunft diese und andere Mädchen erwarte, verdunkelt sich seine Miene. Das sei ein anderes Thema. Ich bin pessimistisch, weil sowohl der spanische Staat als auch Marokko versuchen, ein bilaterales Abkommen zu schließen, um all diese Mädchen dorthin zurückzuschicken, wo sie herkommen. Und ich sage nur, dass das internationale Übereinkommen über die Rechte der Kinder eingehalten werden muss. So einfach ist das. Unbegleitete Minderjährige genießen einen besonderen Schutz. Sie dürfen zum Beispiel nur in ihr Heimatland zurückgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass sie dort gut versorgt werden können. Gut möglich also, dass viele dieser Mädchen eine ganze Weile in Ceuta festsitzen werden. Mehrere tausend Migranten halten sich noch in der Stadt auf. Neben unbegleiteten Minderjährigen auch Geflüchtete aus Kriegsgebieten und Erwachsene auf der Suche nach einem besseren Leben. Eine Herausforderung für die kleine Stadt mit knapp 84.000 Einwohnern, sagt Ahmed Enfedal. Ceuta werde nicht alle Minderjährigen dauerhaft aufnehmen können, die sich hier aufhielten. Das sei aber auch nicht die Aufgabe der Stadt. Es gibt Festlandspanien, es gibt Europa. Und da es sich um ein europäisches Problem handelt, denn wenn wir schon davon sprechen, dass Ceuta zu Europa gehört, dann ist dies ein europäisches Problem. Und wenn es ein europäisches Problem ist, dann muss Europa selbst in seiner Gesamtheit eine Lösung dafür finden. Es ist ein Problem europeo, que Europa en sí, en toda su totalidad, lo resuelve.
sagt Ahmed Enfedal, Präsident der Nachbarschaftsvereinigung, die Hilfe für die jungen Frauen organisiert. In Brasilien hat das Rennen um das Präsidentenamt im Herbst offiziell begonnen. Am Wochenende haben die beiden Favoriten ihre ersten Wahlkampfveranstaltungen abgehalten. Lula da Silva, der linksgerichtete aktuelle Präsident Brasiliens, und Flávio Bolsonaro, der Sohn des rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Wie die beiden die Bevölkerung für sich gewinnen wollen und mit welchen Erfolgsaussichten, Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado berichtet. Anfang Oktober werden wieder die Namen Lula und Bolsonaro auf dem Wahlzettel stehen. Doch statt dem Vater Jair Bolsonaro tritt dieses Mal der Sohn Flávio an. Der 80-jährige Luiz Inácio Lula da Silva will es nochmal wissen und tritt für eine 4. Amtszeit an. Das gab's noch nie in Brasilien. In São Bernardo do Campo, einer kleinen Industriestadt nahe von São Paulo, wo Lula vor mehr als 40 Jahren als Volkswagen-Mitarbeiter und Gewerkschafter einen Arbeiterstreik anführte, sprach Lula zu seinen Anhängern. Wir wollen hier produzieren und Jobs schaffen. Niemand soll uns ausnutzen. Weder die USA noch Russland noch China. Lulas Gegner bei der letzten Wahl, Ex-Präsident Jair Bolsonaro, darf nicht mehr antreten. Er sitzt eine mehr als 27 Jahre lange Haftstrafe ab, wegen der Planung eines Staatsstreichs. Stattdessen tritt Flávio Bolsonaro an, als Kandidat der rechtsextremen liberalen Partei. Der 45-jährige Senator sprach in seiner Heimatstadt Rio de Janeiro vor Anhängerinnen und Anhängern. Ich werde für anständige Richter im obersten Gericht sorgen. Männer und Frauen, die gegen Drogenkonsum sind und unsere Verfassung respektieren. Der brasilianische Politologe Guilherme Caraneus erwartet ein knappes Rennen und sieht Amtsinhaber Lula aber im Vorteil. Lulas Regierung steht in den Umfragen nicht schlecht da. Seine Zustimmungswerte heute würden es ihm erlauben, im Oktober wiedergewählt zu werden. Natürlich kann sich bis dahin noch viel ändern, aber Lula befindet sich in Bezug auf die gesellschaftliche Zustimmung nicht in einer Position der Schwäche. Lula kommt zugute, die Rechte ist fragmentiert. Als Jair Bolsonaro verhaftet wurde, gab es über viele Monate hinweg einen riesigen Streit innerhalb der Bewegung darüber, wer der Nachfolger werden sollte. Einige sprachen von Michelle Bolsonaro, der ehemaligen First Lady. Andere unterstützten Tarcísio de Freitas, der Gouverneur von São Paulo. Oder Jair Bolsonaros anderen Sohn, Eduardo Bolsonaro, der in den USA ist. Und aus diesem Grund wirkt diese rechtsextreme Bewegung ein wenig desorganisiert. Jair Bolsonaro ist es aufgrund eines Urteils des obersten Gerichts Brasiliens verboten, sich in den Wahlkampf einzumischen. Um trotzdem klarzumachen, dass er die Bewegung seines Vaters nun anführen will, zeigte Flávio Bolsonaro am Parteitag der Bolsonaristen vor wenigen Wochen ein mit künstlicher Intelligenz generiertes Video, in dem ein Avatar seines Vaters zum Publikum sprach. Wie Sie wissen, darf ich aufgrund eines unfairen Urteils gegen mich nicht mehr antreten. Stattdessen wird unsere Bewegung von meinem Blut angeführt, in der Form von meinem Sohn Flávio Bolsonaro. So das mit KI erzeugte Video. Lulas 3. Amtszeit war immer wieder auch vom Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump geprägt. Die enge Beziehung von Flavios Bruder Eduardo Bolsonaro zu Trump hat die Bolsonarismusbewegung geschwächt. Das hat Lula geholfen und gezeigt, dass er in der Lage ist, mit Trump zu verhandeln. Sogar unter eingeschworenen Bolsonaristen sorgten Trumps Zölle gegen Brasilien für Unmut. Doch Lulas Regierung ließ sich nicht einschüchtern. Im Gegenteil. Als eines von wenigen Ländern weltweit verhängte Brasilien eigene Zölle gegen die USA. Das bescherte Lula Beifall, auch von sonst eingeschworenen Bolsonaristen. Neben Lula und Bolsonaro treten rund ein Dutzend weitere Kandidaten von kleineren Parteien an. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass sie nicht entscheidend sein werden. Üblicherweise läuft es in Brasilien bei Präsidentschaftswahlen auf die Kandidaten der beiden größten Parteien hinaus: Lula und Flávio Bolsonaro.
Viele Klimaforscherinnen und Umweltwissenschaftler blicken dieser Tage Richtung Pazifik, denn dort braut sich gerade etwas zusammen. Die Rede ist vom Klimaphänomen El Niño. Messdaten weisen darauf hin, dass sich aktuell das intensivste El Niño-Phänomen seit Messbeginn aufbauen könnte, mit weitreichenden Konsequenzen. Dürren, wo es normalerweise regnet, Überschwemmungen in eher trockenen Gebieten, verbunden mit entsprechenden Ernteausfällen. Wissenschaftsredaktorin Katrin Kapritz. Das Klimaphänomen El Niño erreicht seinen Höhepunkt oftmals um die Weihnachtstage herum und kann Wetterveränderungen auf großen Teilen des Globus zur Folge haben. Besonders intensiv erleben das zum Beispiel die Menschen an der Küste von Peru. Das Weihnachtskind, daher der Name El Niño, bringt dann viel Regen in die normalerweise sehr trockene Küstenregion. In El Niño-Jahren staut sich warmes Meerwasser vor Südamerika, zu warmes Wasser für viele Meerestiere in dieser Gegend. Sie sterben, die Fischereierträge brechen ein. Die wichtigsten Auswirkungen der El Niño Southern Oscillation fasst Nikolaus Gruber von der ETH Zürich zusammen. Trockenheit in Indonesien, dann wiederum Trockenbedingungen in Brasilien, dann die sehr komplexen Auswirkungen auf Afrika. Auf der einen Seite trocken, wieder feucht, Australien eher wieder trocken und Indien über den Monsun auch eher trocken. Gruber erforscht als Professor für Umweltphysik den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Ozeane. Die Wetterveränderungen durch El Niño können weitreichende Folgen haben, so der Klimaforscher. Das hat natürlich Auswirkungen für die Leute da, in Bezug auf die Ernährungssicherheit. Und das hat natürlich dann auch starke Auswirkungen für den Rest der Welt in Bezug auf gerade so Cash Crops, Produktion von Sojabohnen über Kaffee, über Weizen, Kakao und. Viele von den Nahrungsmitteln, die international gehandelt werden, sind durch den El Niño betroffen. Ein El Niño-Phänomen baut sich alle paar Jahre auf aus einem komplexen Zusammenspiel zwischen den Passatwinden, die von Südamerika Richtung Südostasien wehen, und den Wassermassen im Pazifik. Ich beschreibe es oft wie ein pas de deux, so ein Tanz zwischen zwei Partnern. Beschreibt Nikolaus Gruber diese komplizierte Wechselwirkung zwischen Atmosphäre und Ozean. Erste Anzeichen eines El Niño-Phänomens beobachten Forschende in der Regel ab April. Etwa ein Jahr später klingt es meist wieder ab. Dieses Jahr, 3 Jahre nach dem letzten El Niño, warnten Meteorologen und Klimaforscherinnen schon früh, es gäbe 2026 und 2027 ein besonders intensives El Niño-Phänomen. Mittlerweile ist klar, El Niño baut sich auf, und zwar heftig. Ob der Welt tatsächlich ein Super-El Niño bevorsteht, sei schwierig vorherzusagen, so Nikolaus Gruber. Was wir sehr gut voraussagen können, ist, dass das Zusammenspiel zwischen dem starken El Niño und der globalen Erwärmung dazu führen wird, dass eben 26 und mit ganz großer Wahrscheinlichkeit 27 global für das meerwärmsten jemals gemessenen gehören wird. Rekordwarme Weltmeere, das bedeutet, auch der Globus als Ganzes könnte nächstes Jahr so heiß werden wie nie zuvor. Was bedeutet das für das Wetter in Europa, in der Schweiz? Reicht das El Niño-Klimaphänomen über den Pazifik hinaus bis hierher? Sehr wahrscheinlich nicht, selbst in einem vermutlich intensiven El Niño-Jahr, sagt Nikolaus Gruber. Für das Wetter in Europa sei vor allem der Nordatlantik die relevante Wetterküche. Aber er betont auch, in einem Super-El Niño, das die Meerestemperaturen in neue Höhen jagt, stecke so viel Wärme, so viel Energie drin, wie die Forschung es noch nicht kenne. Und was das dann genau bedeutet, also das wird Neuland sein. Also das können wir so nicht a priori sagen, ob es einfach more of the same, also mehr vom Gleichen geben wird. Also zum Beispiel noch größere Überschwemmungen in Peru und Ecuador, noch intensivere Dürren und Waldbrände in Indonesien, Australien, dem Amazonas. Oder ob es dann vielleicht ganz neue Auswirkungen geben wird, die wir bis jetzt noch nicht auf dem Radarschirm haben. Durchaus möglich. Denn mit der rasanten Klimaveränderung steckt die Welt mitten in einem geophysikalischen Experiment, über dessen Ausgang die Wissenschaft längst nicht abschließend Bescheid weiß. Damit sie ihr absolut Bestes geben können. Mit diesem Ziel lässt US-Verteidigungsminister Pete Hegseth seine Soldaten künftig jährlich auf ihren Testosteronspiegel testen.
Ein hoher Wert soll sie kampfbereit machen. Wer einen Mangel hat, soll mit Präparaten nachhelfen, vorerst freiwillig. Auch außerhalb des Militärs dreht sich gerade vieles um das Hormon. Auf TikTok posten junge Männer ihren T-Wert wie eine Trophäe. In der sogenannten Manosphere-Bewegung, in der Anhänger ihre Männlichkeit über alles stellen, gilt ein hoher Wert praktisch als Pflicht. Was viele nicht wissen, das Hormon hat seinen Preis. Schlechte Haut, Depressionen und, fast unweigerlich, Unfruchtbarkeit. Mangelt es unseren Männern wirklich an Männlichkeitshormonen? Dazu der Beitrag von Wissenschaftsredaktorin Gina Buhl. Blutabnahme in Zürich. Dann gibt es einen Stich. Brust wieder aufmachen. Geht's? Ja. Sehr gut. Jan ist 27, Fitnesstrainer, durchtrainiert. Von außen betrachtet hat er längst, wonach viele in seiner Szene streben. Trotzdem denkt er seit längerem über Testosteron nach. Das Hormon, das sein Sixpack noch massiver und sein Durchhaltevermögen noch ausgeprägter machen soll. Eben mit so Stützhilfen wie Testosteron kann man sich schon auf ein gewisses Level bringen, das man vielleicht natürlich jetzt nicht schaffen würde. So schnell oder auch einfach auch diese, den Zielwert, den man vielleicht sich auch erhofft. In seinem Umfeld helfen bereits einige nach. Er sieht, was es, einmal wöchentlich gespritzt, aus ihren Körpern rausholt. Aber auch, was es ihnen nimmt. Die Libido, die reine Haut, manchmal die mentale Stabilität. Wäre natürlich nicht so nice, wenn ich jetzt da mega Hautausschläge kriegen würde, aber es gibt auch Creme dafür und man kann den Cycle auch beenden, wenn man merkt, es klappt nicht. Und dann regeneriert sich ja der Körper wieder. Warum ist Jan, wie derzeit so viele junge Männer, bereit, diese Risiken einzugehen? Optisch sieht man immer Raum für Optimierung. Ja, auch vielleicht auch Outside Pressure, Social Media. Man sieht immer, was man macht oder was man erreichen könnte, wo man sein könnte. Am liebsten würde er sich das Testosteron ärztlich verschreiben lassen. Dafür braucht es aber einen nachgewiesenen Mangel. Deshalb lässt Jan heute seinen Wert bestimmen. Szenenwechsel in ein Zürcher Fitnessstudio. Hier zeigt sich, wie einfach der Zugang zu Testosteron auch ohne medizinisch nachgewiesenen Mangel ist. Es braucht dazu kein Rezept, es gibt keine Kontrolle. Der Handel ohne Bewilligung ist in der Schweiz illegal. Ein Dealer erzählt von der immensen Nachfrage in den vergangenen Monaten. Seine Aussage hören Sie hier nachgesprochen. Die Szene ist enorm gewachsen und ich bin mir sicher, da ist noch lange kein Ende in Sicht. Die meisten wollen einfach immer noch krasser und noch muskulöser sein. Zeitweise komme es sogar zu Engpässen bei den Präparaten, die er verkauft. Viele Kunden bestellten deshalb zusätzlich online, häufig aus dem Ausland. Auch andernorts zeigt sich der Trend. Auf Nachfrage von SRF bestätigen mehrere Ärztinnen und Ärzte einen rasanten Anstieg bei Testosteronanfragen. Auch von Männern fernab der Fitnessbubble. Kontrolliert angewendet hat das Hormon große Power. Und das ist seit fast 30 Jahren belegt. Eine Studie im New England Journal of Medicine zeigte bereits 1996, dass Männer unter Testosteron- und Krafttraining innerhalb von 10 Wochen im Schnitt 6 Kilogramm mehr Muskelmasse aufbauten als eine Placebo-Gruppe. Auch Frederik Birkhäuser, Urologe am St. Anna Spital in Luzern, weiß um die Kraft des Hormons. Testosteron baut Muskeln auf, steigert die Kraft, hilft bei der Regeneration. Das ist alles tatsächlich so. Deshalb kann ich den Wunsch dieser Männer schon ein Stück weit nachvollziehen. Ganz ohne Folgen bleibt das aber nicht. Neben Akne, Thrombosen und Embolien steht am Ende oft die Unfruchtbarkeit. Und ausgerechnet die es am meisten angeht, sind sich dessen am wenigsten bewusst. Vor allem junge Männer haben das Risiko einer Unfruchtbarkeit oft nicht auf dem Schirm. Wer zusätzlich Testosteron nimmt, hat mehr davon im Blut. Und trotzdem sinkt ausgerechnet die Fruchtbarkeit. Wie kann das sein? Der Körper misst laufend, wie viel Testosteron im Blut ist. Er macht das über die Hypophyse, einer Steuerzentrale im Gehirn. Ist zu wenig da, schickt sie ein Signal an die Hoden. Mehr produzieren. Ab 30 sinkt der Wert bei den meisten Männern natürlich. Jan mit seinen 27 Jahren betrifft das noch nicht. Kommt jetzt trotzdem zusätzliches Testosteron dazu, registriert das Gehirn genug vorhanden und drosselt die Anweisung an die Hoden. Wie ein Thermostat, der die Heizung abstellt, sobald es warm genug ist. Das Problem?
In den Hoden selbst braucht es eine hohe Testosteronkonzentration für die Spermienproduktion. Normalerweise produziert ein junger Mann Dutzende Millionen Spermien pro Samenerguss. Bei Männern, die Testosteron nehmen, kann dieser Wert aber innerhalb weniger Monate gegen Null sinken. Wer irgendwann wieder mit den Präparaten aufhört, muss trotzdem Geduld haben. Die körpereigene Produktion springt oft erst nach Monaten wieder an. Manchmal dauert es sogar länger. Bei Männern, die tatsächlich zu wenig Testosteron haben, sieht es anders aus. Und das sind mehr, als man denkt. Bis zu 5%. Sie leiden unter Antriebslosigkeit, schwindender Muskelkraft, Reizbarkeit, langfristig auch Knochenschwund und einem höheren Diabetesrisiko. Wie verbreitet das Thema ist, zeigt eine internationale Studie, präsentiert im Juli in London. Bei Hunderttausenden Männern aus mehreren Ländern hat sich der Testosteronspiegel in 50 Jahren mehr als halbiert. Woran das liegt, ist umstritten. Der Studienautor selbst schätzt, Übergewicht und Diabetes würden 1/4 bis die Hälfte des Rückgangs erklären. Den Rest vermutet er bei hormonstörenden Chemikalien und Luftverschmutzung. Zurück im Besprechungszimmer des Urologen. Der Grund, weshalb eine Therapie begonnen werden soll, ist bei Ihnen nicht gerechtfertigt. Jans Wert liegt im Normalbereich. Aber wird ihn das von seinem Vorhaben abhalten? Ich bin ja den natürlichen Weg schon Jahre gegangen, aber bin, glaube ich, jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich auch bereit wäre, dieses Risiko vielleicht einzugehen, der jetzt der Arzt auch genannt hat, und vielleicht diese Nebenwirkungen, um einfach, für mich persönlich bessere Resultate zu erzielen. Das Wissen über die gesundheitlichen Risiken hält offenbar wenige ab, wenn das Versprechen groß genug ist. Jan nicht und auch viele andere nicht. Ein Thema, das bei Jan keine so große Rolle spielt, aber im Beitrag angetönt wird, der Zusammenhang zwischen dem Testosteronlevel und der Fruchtbarkeit, unabhängig von zusätzlichen Hormonpräparaten. Denn laut Studien sinkt der Testosteronspiegel von Männern seit Jahrzehnten, auch in der Schweiz, genauso wie ihre Spermienqualität. Ich wollte deshalb von Gina Buhl wissen, welcher Zusammenhang besteht zwischen Testosteron und Fruchtbarkeit. Teilweise hängt es zusammen, teilweise aber auch nicht. Dafür muss man wissen, wo im Körper das Testosteron wirkt. Also im Blut zirkuliert es quasi überall. Das misst auch der Bluttest, den Jan im Beitrag gemacht hat. In den Hoden dagegen produzieren eigene Zellen Testosteron direkt vor Ort für die Spermienproduktion. Und dort braucht es eben eine viel höhere Konzentration als im Blut. Der Bluttest zeigt also nur, wie viel insgesamt im Umlauf ist und nicht, wie viel dort ankommt, wo Spermien entstehen. Deshalb kann man es abkürzen, sagt der Testosteron-Blutwert allein wenig über die Fruchtbarkeit aus. Naheliegend wäre jetzt auch zu denken, sinkt der Testosteronspiegel, sinkt logischerweise auch die Spermienqualität. Aber so einfach ist es nicht. Wahrscheinlicher ist, beide haben dieselben Auslöser im Hintergrund. Also Übergewicht zum Beispiel senkt nachweislich beide Werte Testosteron und Spermienqualität. Und auch Umweltfaktoren werden für beide diskutiert. Der Einfluss von Umweltfaktoren, sagen Sie, wie genau wirken denn die auf den Hormonhaushalt? Vermutlich vor allem über sogenannte endokrine Disruptoren. Das sind Stoffe mit so komplizierten Namen wie Phthalate oder Bisphenol A. Die kennen vielleicht manche, weil sie in Plastikprodukten stecken. Und die Molekülform ähnelt denen von echten Hormonen so stark, dass der Körper sie manchmal verwechselt. Die Vermutung ist deshalb, dass die an denselben Stellen andocken wie das echte Hormon und es damit blockieren oder auch Wirkungen auslösen, die eigentlich gar nicht so gedacht sind. Und auch Luftverschmutzung steht im Verdacht. Also Feinstaub und Schadstoffe sollen im Körper oxidativen Stress erzeugen, also so eine Art Zellschäden auslösen, die dann das hormonproduzierende Gewebe betrifft. Wichtig ist aber, das sind Vermutungen und nach wie vor fehlt der wirkliche Beweis, dass die Stoffe beim Menschen tatsächlich ursächlich sind. Und dann haben Sie auch das Übergewicht angesprochen. Wie funktioniert da der Zusammenhang? Das ist wiederum ein gut belegter Zusammenhang, weil Fettgewebe Testosteron tatsächlich in Östrogen umwandelt, also das wichtigste weibliche Sexualhormon. Sprich, je mehr Fettgewebe, desto mehr Testosteron geht quasi verloren. Und das hat 2 Folgen. Erstens, der Testosteronspiegel im Blut sinkt und zweitens leidet dadurch auch die Spermienproduktion, weil die eben, wie vorhin schon erwähnt, genau dieses Hormon braucht. Die gute Nachricht ist aber, Übergewicht ist einer der wenigen Faktoren, neben Nichtrauchen, kein Alkohol, genug Schlafen und Bewegen, die man selber beeinflussen kann.
sagt Wissenschaftsredaktorin Gina Buhl am Schluss dieses Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Zita Affentranger, für die Nachrichten Adrian Huber, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.